Raubkatzen wie Leuen, Tiger, Panther, das sind so meine Lieblingstiere. Hoi, ich bin Anna Zöllig. Was ist dein Lieblingstier? Tonino, seine Lieblingstiere sind Vögel. Er will unbedingt einmal Vogelforscher werden, also Ornithologe. Und was kann passieren, wenn man etwas ganz fest will, so wie er? Das hörst du jetzt in der Geschichte «Der Kondor». Der Tonino hockt in der Küche und blättert in einem Heftchen von der Mutter. Weil er erst 5 ist und noch nicht richtig lesen kann, schaut er sich halt Bilder an, wo es in einer Illustrierten ja ganzen Haufen gibt. Auf einmal sieht er ein Foto, das ihn besonders interessiert. Auf dem Bild ist ein Mann zu sehen. Er hat den rechten Arm abgewinkelt und hebt ihn von sich weg. Die Hand steckt in einem langen schwarzen Lederhändchen und dort drauf sitzt ein grosser Vogel mit einem spitzigen Schnabel, der gegen unten gebogen ist. Der Tonino hockt unbeweglich da und stiert auf das seltsame Bild. Dann, nach einer ganzen Weile, fragt die Mutter, ob sie ihm nicht sagen können, was da unter dem Bild steht. Die Mutter hört auf in der Suppe rühren, putzt sich die Hände ab, sucht ihre Brille führen, legt sie an und liest dann laut vor: Ornithologe Professor Hösli mit einem Falken in den Schweizer Alpen. Was ist das, ein Orni-Dingsbums? Wollte Tonino wissen. Das ist ein Vogelkundler. Hä? Also jemand, der alles über Vögel weiss. Aha, und wieso weiss der alles über Vögel? Weil das sein Beruf ist. Der arbeitet also nichts anderes. Nein, der arbeitet nichts anderes. Und der Vogel ist ein Mann sein Freund. Ich weiss auch nicht, kann schon sein. Aber hör jetzt mit deiner Fröglerei, sonst hockt mir noch die Suppe an. So einer, der alles über Vögel weiss, denkt der Tonino, so einer wollte ich auch einmal werden, wie der Professor Hösli. Und wer weiß, vielleicht habe ich dann auch so einen grossen Vogel als Freund. Am anderen Tag erzählt der Tonino seinem besten Freund, Ahmed, davon. Der Ahmed ist 4 Tage älter als der Tonino und wohnt im gleichen Haus. Hat gemeint, du willst Pilot werden? Schon, aber jetzt nicht mehr. Jetzt will ich Ornitholog werden. Er hat richtig üben, bis er das komplizierte Wort hat können sagen. Wie der da. Und zeigt dem Ahmed das Bild von Professor Hösli mit dem Wanderfalken. Der Ahmed kann zwar die Begeisterung für Vögel vom Tonino nicht so richtig teilen, aber er lehnt dem gleichen Buch, wo eigentlich seinem grösseren Bruder gehört. Wunderwelt der Vögel. Der Tonino zeichnet sofort alle Vögel ab, die er in diesem Buch findet. Er malt Spatzen, Schwalben, Amseln, Finken, Meisli, Staren, ein Uhu, ein Gucker, ein Mäusebussard und ein Milan, wo ähnlich aussehen wie der Vogel von Professor Hösli. Alle Zeichnungen nägelt er an die Wand in seinem Zimmer. Und der Tonino fängt mit seiner Arbeit als Ornitholog an. Wenn die anderen shooten, hockt er unter den Bäumen und schaut stundenlang den Vögeln zu. Jetzt mache ich es genau gleich wie die Ornithologen, denkt der Tonino zufrieden. Vögel beobachten. Was ist auch mit dem Tonino los, wenn die Kollegen wissen? Er will Ornitholog werden, klärt sie der Ahmed auf. Was ist das? Weiss auch nicht. Hey, Tonino, das ist doch langweilig. Stimmt. Mit der Zeit wird es einem bei dem Rumhocken schon ein bisschen langweilig. Der Tonino springt auf, rennt los und schiesst gerade das nächste Goal. Am einem Nachmittag im Herbst
strielen der Tonino und sein Freund der Achmed in poppig-gelben Gummistiefeln durch den Westhafen. Es hat die letzten Tage zünftig geregnet und die Wiese im Park ist viel zu nass zum Shooten. Im Hafen gibt es immer viel zu entdecken. Sie kommen an einem alten Schiff vorbei, das auf die nächste Ladung wartet, an Kränen, Bagger, an einem Laufband. Es hat Eisenbahngleise und verlotterte Lagerschuppen und ganz am Ende eine richtig tiefe Kiesgrube. Vom ständigen Regen hat es auf dem Grund einen kleinen See gegeben. Vorsichtig klettern und rutschen der Tonino und der Achmed steil Border ab. Sie wollen Steine übers Wasser schiffern. Sie sind schon fast unten. Da legt sich aufs Mal ein grosser Schatten über die Kiesgrube. Und sie hören kurze, laute Flügelschläge. Der Tonino und der Achmed verschrecken, bleiben stehen und schauen vorsichtig auf. Was sie dort sehen, das ist... Den beiden Streizi rutscht das Herz in die Hose. Am Rand der Kiesgrube hockt der grösste und grusigste Vogel, den sie je gesehen haben. Der Schnabel ist gefürchtig gross, scharf und spitzig gegen abgebogen. Der kleine Kopf hat eine Farbe wie das Fleisch in der Metzg und ist ganz runzlig. Um den Hals hat er einen weißen Kragen. Auch die Krallen und der Schnabel sind weiss. Alles andere ist schwarz. Koller aber schwarz. Der Vogel hockt unbeweglich da und schaut mit einem messerscharfen Blick. Was ist das? Der Achmed macht vor lauter Angst fast in die Hose. Hast du so etwas schon mal gesehen? Nein. Im Tonino geht es auch nicht viel besser. Ich weiss auch nicht. Du musst das aber wissen, du willst doch Ornitholog werden. Ich bin's aber noch nicht. Und überhaupt, das heisst Ornitholog. Ornitholog. Kann ich diesen beiden Herren bei ihrem Streit vielleicht behilflich sein? Fragt ganz plötzlich der grosse Vogel mit einer weichen, heiseren Stimme. Ich will ja nicht unanständig sein, aber vielleicht darf ich mich gerade selber einmal vorstellen. Ich komme aus Südamerika, sagt der Schwarzvogel stolz. Und wisst ihr, was ich dort für einen Übernamen habe? Der Tonino und der Achmed bringen keinen Pieps raus, schütteln nur den Kopf. Also, eigentlich kann man es gar nicht in eure Sprache übersetzen. Etwas wie gefährliches Hackbieli, das absaust oder so. Ist das nicht komisch? Gefährliches Hackbieli. Ich komme jedes Mal fast krümmen vor Lachen. Wo absaust. Der Tonino und der Achmed finden das allerdings alles andere als komisch. Die beiden sind ganz grün im Gesicht. Das ist natürlich nicht mein richtiger Name. Der Vogel sieht aufs Mal, was er bei diesen beiden Helden angerichtet hat. Ich habe doch nur Spass gemacht. Ich müsst keine Angst vor mir haben. Haben wir aber, stackelt der Achmed. Wir haben noch nie so einen grossen Vogel gesehen. Dann sag schon, was bist du für ein Vogel? Der Tonino nimmt allen Mut zusammen. Schliesslich will er ja Ornitholog werden. Und dann muss er alles über Vögel wissen. Ich bin der König der Anden. Ein Akrobat der Lüfte. Vor lauter Stolz redet er einen Moment plötzlich Schriftdeutsch. Ich drehe Looping, ich mache Sturzflüge, ich lasse mich fallen, ich fange mich auf und segle im Wind, ich drehe stundenlang Runden, ohne müde zu werden. Hä? Wisst ihr jetzt? Der Vogel dreht sich einmal um sich selber. Wisst ihr jetzt, wer ich bin? Nein, keine Ahnung. Der grosse Vogel ist enttäuscht. Ich bin ein südamerikanischer Kondor. Oder vielleicht habt ihr schon mal etwas von einem Geier gehört. Jesus, ein Geier! Der Achmed geht fast in Ohnmacht. Der grosse Vogel flattert ein paar Mal mit seinen mächtigen Flügeln und nimmt Anlauf. Die sind ja fast so gross wie ein Goal, flüstert der Tonino. So etwas habe ich auch noch nie gesehen. Der Kondor nickt mit seinem roten Kopf und dann... Mit ein paar Flügelschlägen ist er schon hoch oben am Himmel.
«Komm zurück!» ruft der Tonino. «Bitte, komm zurück!» «Ich has doch nicht so gemeint!» schickt der Achmed nach hinten an. Der Kondor dreht noch mal eine Runde über den Baggersee und macht tatsächlich ein Looping. «Wir warten auf dich!» Der Tonino und dann auch der Achmed winken so lang, bis der Kondor nur noch ein kleiner schwarzer Punkt am Himmel ist. In dieser Nacht im Herbst kann der Tonino lange nicht schlafen. Immer wieder muss er an den Kondor denken, den er zusammen mit seinem Freund Achmed gesehen hat. Dass er vor Schreck fast in die Hose gemacht hat, darf niemand wissen. Schliesslich will der Tonino Ornitholog werden, so wie der Professor Hösli auf dem Foto, das er im Heftchen von der Mutter gesehen hat. Und Ornithologen machen nicht fast in die Hose, auch wenn ein Vogel noch so gross und gefährlich aussieht. Am anderen Morgen macht er ein Bild vom Kondor. Er malt ihn ganz schwarz. Nur die Krallen sind weiss und der Schnabel und der Kragen um den Hals. Der Kopf aber, der Kopf ist feuerrot. Jesus, was soll jetzt das sein? Die Mutter ist ganz entsetzt. Wieder einer von deinen Vögeln? Ja, das ist ein grosser und ganz besonderer Vogel. Der Tonino nägelt das Bild vom Kondor zu den anderen Vogelbildern an die Wand. Und jetzt gehe ich zum Achmed. «Ich hau es an den Westhafen. Kommst du mit?» fragt der Tonino seinen Freund, wo der Achmed die Türen aufmacht. «Willst du den Kondor suchen?» «Mhm. Und was machst du, wenn er kommt?» «Sehen wir dann. Aber ich habe keine Angst, wenn du das meinst. Ich bin doch schon 5. «Bin ich auch?» «Ach so, dann komm.» Die beiden siebeln, was gibst, was hast zum Westhafen. Der Himmel hängt grau und schwer über der Stadt und die Luft ist trüb von einem feinen Nieselregen. Der Tonino und der Achmed stehen am Rand der Kiesgrube, warten und schauen um. Aber vom Kondor ist weit und breit nichts zu sehen. Wieso kommt er nicht? Der Tonino ist enttäuscht. Er hat doch extra für uns noch mal ein Looping gemacht. Der Achmed zuckt nur mit den Schultern. Dann kommt er halt eben morgen oder übermorgen. Aber auch der nächste, der übernächste und der überübernächste Tag sind am Himmel nur lauter grosse dunkle Regenwolken zu sehen. «Was macht ihr da?» will der Arbeiter wissen, wo die beiden Buben seit 3 Tagen immer wieder gesehen hat. «Wartet ihr auf jemanden?» «Wir beobachten die Vögel», erklärt ihm der Achmed ganz ernst. «Wo seht ihr echt da Vögel?» Der Mann runzelt die Stirne. «Jetzt hat's doch da gar keine Vögel. Die sind längst weg, an die Wärme geflogen. Im Frühling, ihr müsst im Frühling wieder kommen. Im Frühling, dann sind alle wieder zurück.» «Auch Kondoren», will der Tonino wissen. Der Arbeiter lacht und nickt mit dem Kopf. «Ja, auch die.» Der Tonino weiss nicht so recht, ob er dem Mann glauben soll. Es könnte ja schon sein, dass der Kondor mit den anderen Vögeln auf Afrika oder so geflogen ist, geht's ihm durch den Kopf. Dann wartet man halt eben, bis es Frühling wird, meint der Achmed. Traurig wackeln die beiden Buben heim. Es hat gedauert, bis es langsam Frühling geworden ist. Der Winter war lang und kalt, mit Schnee wie seit Jahren nicht mehr. Der Tonino hat die ganze Zeit immer wieder seine Zeichnung vom Kondor angeschaut und immer wieder die Fotos vom Professor Hösli mit dem Wanderfalk auf dem Arm. «Ich hätte so gern den Kondor wäre mein Freund», denkt er, wie der Professor und der Wanderfalk. Hoffentlich wird es bald Frühling. Hoffentlich kommt er dann zurück. Wo der Schnee endlich schmilzt und das erste Grün aus dem Boden schiesst, wird der Tonino immer zappliger. Die ersten Schwalben sind schon ein Zeitchen da
und tummelt sich in der ersten warmen Frühlingssonne. Traurig steht der Tonino am Fenster und schaut ihren Spielen zu. Wo bleibt er auch? Wieso kommt er nicht zurück? Und dann, in einer hellen Mondnacht, ist er aufs Mal wieder da. Der Tonino schläft ganz tief, wo es an sein Fenster klopft. Tock, 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 macht's. Tock, tock, tock. Und dann noch einmal. Tock, tock, tock. Und grad noch einmal. Es dauert, bis der Tonino das Klopfen hört. Und es dauert noch länger, bis er endlich die Augen aufmacht. Er schaut kurz zum Fenster und schon ist er unter der Bettdecke verschwunden. Ein riesiger, tief schwarzer Schatten hockt unbeweglich auf dem Fenstersims. Das Licht vom Mond macht das Ding noch grösser und unheimlicher. «Tonino!» hörte der Schatten rufen. «Tonino!» «Wer? Ich? Meinst du mich?» Der Tonino güchselt vorsichtig unter der Decke führen. «Woher weisst du, wie ich heisse?» «Willst du nicht, dass ich hier komme?» «Nein!» Der Tonino schüttelt den Kopf. «Dann hast du mich also doch vergessen, Tonino!» Der Schatten lässt ruhig den Kopf hängen. Jetzt erst merkt der Tonino, wer da auf seinem Fensterbrett sitzt. «Jesus, nein!» Mit einem Satz ist er aus dem Bett. «Nein, nein, ich habe dich nicht vergessen!» Und das Herz poppert wie wild. «Ich habe dich noch nicht gerade gekannt!» Der Kondor hüpft auf den nächstbesten Stuhl und klammert sich mit seinen scharfen Krallen fest. Der Tonino dunkt, der Vogel sei über den Winter noch grösser geworden. «Weisst, ich sitze gern ein bisschen höher. Ich bin mir gewöhnt, die Welt von oben runter anzuschauen.» Er mustert den Tonino mit einem stechigen Blick, aber der dunkt, dahinter liegt etwas Liebes und Stilles. «Entschuldigung, dass ich so unangemeldet komme. Ich bin in der letzten Zeit viel gereist und ziemlich auf den Stümpen. Würdest du etwas ausmachen? Also, hättest du vielleicht einen Schluck Wasser für mich?» Der Tonino holt schnell in der Küche ein Glas Wasser. «Bist du mit den anderen Vögeln gekommen, wollte er wissen, als er zurückkommt? Die Schwalben sind schon ein Zeitchen da. Ich habe gehofft, dass du mit denen fliegst.» «Oh, merci, nein. Mit dem Schneidervolk will ich nichts zu tun haben.» Vornehm dünkelt er seinen Schnabel ins Wasserglas. «Oh, das bin ja ich!» Der Kondor ist ganz begeistert, als er im Tonino seine Zeichnung an der Wand sieht. «Phänomenal, sensationell, wie du mich getroffen hast!» Der Tonino strahlt über das ganze Gesicht. Der Kondor ist nämlich bis jetzt der Einzige, der Freude an dieser Zeichnung hat. «Wenn du willst, kannst du sie haben. Ich schenke dir sie.» Ohne eine Antwort abzuwarten, nimmt der Tonino die Zeichnung ab der Wand, röllelt sie zusammen und steckt sie im Kondor zwischen die Krallen. «Weisst, Tonino», meint der Grossvogel nach einer Weile, «die meisten finden mich gar nicht schön. Im Gegenteil. Es gibt dort, die kommen sogar Angst über, wenn sie mich nur schon sehen.» «Bin ich und der Ahmed am Westhafen, aber das ist jetzt vorbei.» Er schaut dem Kondor ganz tief in die Augen. «Vielleicht können wir ja sogar Freunde werden. Was meinst du?» «Wär schön.» Der Kondor nickt mit dem roten Kopf und dem weißen Schnabel. «Aber jetzt muss ich leider.» Der Kondor schüttelt seine Fecken, macht einen grossen Hupf vom Stuhl auf den Fenstersims und spreizt die grossen Flügel. «Bis bald, Tonino!» «Bis bald!»
Und schon gleich darauf runter ist der Kondor am nachtblauen Himmel verschwunden. Am Morgen ist der Tonino auf einen Tag wach. Ihm schiesst nämlich aufs Mal ein Gedanke durch den Kopf. Ist der Kondor jetzt die Nacht auch wirklich da gewesen, oder habe ich das alles nur geträumt? Verschlafen reibt sich der Tonino die Augen. Ich habe ihm die Zeichnung geschenkt, die ich von ihm gemacht habe. An das mag ich mich noch ganz genau erinnern. Und als er an die Wand schaut, sieht er, die Zeichnung ist tatsächlich nicht mehr da. Gott sei Dank. Also doch, der Kondor war da und ich habe es nicht nur geträumt. Das muss ich sofort dem Ahmed erzählen. Der wird schön hören. Aber der Tonino hat nicht mit der Mutter gerechnet. Was ist denn los? Wo willst denn du so früh hin? Das muss aber etwas wichtig sein, dass du nicht einmal warten bis nach dem Morgen. Der Tonino will der Mutter noch nichts vom Kondor erzählen, darum sagt er, ich muss nur geschwind zum Ahmed, bin gerade wieder da. Und bevor die Mutter noch Papp machen kann, ist er schon fort. Ahmed, du musst heute Nacht unbedingt bei mir schlafen. Stell dir vor, er ist wieder da. Wer ist wieder da? Fragt der Ahmed, noch ganz verschlafen. Der Kondor. Wer denn sonst? Was? Der Ahmed schießt auf. Ja, darum musst du eben heute Nacht bei mir schlafen, falls er wieder kommt. Das will der Ahmed natürlich auf keinen Fall verpassen. Er kann sich noch gut an den Grossvogel erinnern, den er zusammen mit dem Tonino am Westhafen gesehen hat. Er hat zwar schon ziemlich Angst vor ihm gehabt, aber das war ja vor einem halben Jahr, denkt er für sich. Jetzt bin ich doch ein bisschen älter und nicht mehr so ein Schisshas. Logo, komm ich. Die ganze Nacht wollen sie wach bleiben und auf den Kondor warten. Hast du gemeint? Es ist noch nicht einmal die Nacht am 10 Uhr und schon fallen unseren Helden die Augen zu. Sie pfusen zählig und verwachen erst am anderen Morgen, wo sie die Sonnenstrahlen an der Nase kutzeln. Vielleicht haben wir ihn nicht gehört, meint der Ahmed enttäuscht. Oder er war gar nicht da, überlegt Tonino. Die nächste Nacht schläft der Tonino wieder allein. Er lässt das Fenster offen. Für alle Fälle, wenn der Kondor doch noch käme. Aber er schläft wieder, wo der Kondor auf dem Fenstersims landet, ins Zimmer hüpft und sich mit den Krallen auf der Stuhllehne festklammert. Eine kleine Korrektur hätte ich da noch, flüstert der Grossvogel. Mein Federkleid ist nicht direkt schwarz, innen gesprenkelt, von schwarz über Schiefergrau bis braunrot. Meinst du, es wäre möglich, das auf der Zeichnung noch zu ändern, Tonino? Der Tonino schlägt verwundert seine Augen auf. Vor ihm steht die grosse Gestalt vom Kondor, wo leislich, fast tonlos weiter meint, nur wenn es nicht zu viel Umstände macht. Wieso, wenn ich es doch falsch gezeichnet habe? Ich mache eine neue Zeichnung von dir. Grad morgen. Danke. Der Kondor räkelt sich zufrieden auf dem Stuhl. Kann ich mich irgendwie revanchieren? Hast du nicht auch einen Wunsch, den ich dir erfüllen könnte? Der Tonino sagt nichts. Er hätte schon einen Wunsch. Den Wunsch hat er schon ganz lang. Seit dem letzten Herbst hat er den Wunsch, aber schliesslich lässt es doch raus. Ich würde gerne mal alles von oben sehen, so wie du. Ja, du willst fliegen? Der Tonino nickt unsicher. Also, ich sehe da gewisse Probleme. Ich meine, du hast keine Flügel, ich wüsste also nicht, wie du... Das ist keine gute Idee. Ich meine ja nicht selber fliegen, piepst der Tonino ganz schüch. Jetzt endlich dämmert es im Kondor. Ah, du meinst, mit mir? Der Tonino nickt wieder und schaut den Vogel, der gross und stark auf der Stuhllehne thront, mit runden Augen an.
Es wird mir eine Ehre sein. Wieder einmal fängt der Kondor vor lauter Stolz an, Schriftdeutsch zu reden. Ich bin schließlich der Akrobat der Lüfte, König der Anden. Ich fliege mit dir an, wo du willst. Wir machen einen Looping, einen Überschlag in der Luft. Wir fliegen in einer Spirale knapp über dem Wasser. Wir pfeilen im Sturzflug in eine enge Schlucht. Und. Was meinst du? Nein. Ja nicht. Können wir nicht einfach ganz normal fliegen? Wie du willst. Der Kondor ist ganz leicht eingeschnappt. Wenn es dir nicht zu langweilig wird, fliegen wir halt wie die lahmen Menschenvögel. Immer schön brav geradeaus, ohne zu quackeln. Versprochen? Versprochen. Der Vogel hüpft auf den Fenstersims und spreizt seine Flügel. Der Tonino zögert. Los, komm schon. Mach mal. Ganz vorsichtig klettert der Tonino auf den Rücken vom Kondor. Wo kann ich mich heben? Es quackelt eben gleich noch mehr, als im Tonino lieb ist. Leg deine Arme um meinen Hals. Und schwupp schiesst der Kondor mit ein paar wenigen Flügelschlägen in den nachtblauen Himmel raus. Schon gleich ist alles, was für den Tonino sonst so gross ist, nur noch ganz munzig. Die Wiese, wo er mit seinen Freunden shootet, ist nur noch ein dunkler Fleck. Die Bäume, nur noch schwarze Punkte. Und je höher das fliegt, umso mehr sieht man von der Stadt. Sie wächst und wächst, wird zu einem riesengroßen Teppich mit lauter farbigen Lichtern, wo funkelt und glitzert. Und sie wird immer lauter, die Stadt, wie wenn sie gar nie schlafen würde. Es brummelt, dröhnt und schädert. Der Tonino staunt über die vielen Eisenbahnzüge, die sich durch die Stadt schlängeln, über die Autos, die wie kleine gelbe Käfer durch ein wildes Gewirr von schwarzen Linien sausen. Es wird ihm fast trümmelig vom Zuschauen. So, Tonino, gefällt's dir? Mega! Sie ist schön. Der Kondor weiss zwar nicht genau, was das heissen soll, aber der Stimmmann merkte, dass der Bub auf seinem Rücken richtig glücklich ist. Der Wind wirbelt ihm Tonino durch die Haare, die kalte Luft. Oder ist es die Aufregung? Färbt ihm beide Backen und die Nase feuerrot. Plötzlich hört der Tonino ein Geschnädder hinter sich, das rasch näher kommt. Neugierig schaut er zurück. Und auch der Kondor dreht den Rotkopf ein bisschen auf die Seite, um zu sehen, was los ist. Ein Schwarm Wildenten kommt ganz aufgeregt ein Herz flattern. «Hey, wartet!» ruft eine von den Enten, die zuvorderst in der Formation fliegt. «Wartet! Nicht so schnell!» Der Kondor nimmt Tempo weg. «Wisst ihr, wie weit es noch ist?» «Oh, ne! Habt ihr euch verflogen?» fragt der Kondor höflich. Verflogen, wenn es nur das wäre. Die Enten flattern aufgeregt mit ihren Flügeln. Ich bin für alle da verantwortlich und wir sind müde, nur noch müde. Ist es noch weit bis in höheren Orten? Wohnt ihr dort? Mischt sich der Tonino gewundrig ein. Die Ente schaut ihn ganz verquält an. Ja, am Hullabecksee, meint sie und macht einen grossen Schnuff. Das heisst, wenn wir überhaupt einmal dort ankommen. Das könnte durchaus möglich sein, sagt der Kondor ziemlich geschwollen. Der Norden ist nur noch ein Tagesflug weg. Bist du sicher? Ja, dann schaffen wir es. Danke für den guten Bericht. Wenn wir zufällig einmal in der Nähe vom Hullabecksee sind, wir würden uns über einen Besuch freuen. Ehrlich. Mit einem lauten Geschnäder flattert der ganze Entenschwarm davon. Der Kondor aber, mit seinem Passagier auf dem Rücken, dreht Runde für Runde über die Stadt. Und der Tonino ist so glücklich wie noch nie in seinem kurzen Kinderleben. So, jetzt hat ich aber verwünscht, schimpft die Mutter am Morgen, wo sie ins Zimmer kommt, um den Tonino zu wecken. Du musst nicht meinen, deine Mutter sei blind. Der Tonino schiesst in die Höhe. Der Kondor
Kondor, geht's ihm durch den Kopf. Jesus, sie hat alles gemerkt. Er hat seinen Eltern noch nichts von seinem neuen Freund erzählt. Er getraut sich einfach nicht. Er weiss, dass sein Vater und seine Mutter Tiere nicht besonders mögen. Der Tonino hat Angst, dass ihm verbietet, sich weiter mit dem Vogel zu treffen. Du versprichst mir jetzt auf der Stelle, dass du das nie mehr machst? Ich habe doch nur wollen. Ich habe gemeint, man streicht Zahnpasta nicht unter das Wäschbecken, sondern aufs Zahnbürsteli. Hast du verstanden? So, und jetzt aus den Federn und ab Zähne putzen. Der Tonino wünscht weiss bis sie Wetter ins Bad. Gott sei Dank. Sie hat nichts gemerkt. Nach dem Morgen durfte der Tonino mit dem Ahmed spielen. Der Ahmed ist der beste Freund vom Tonino und weiss alles über den Kondor. Er war dabei, wo der bei der Kiesgrube am Westhafen das erste Mal auftaucht ist. Jetzt ist er fast ein bisschen neidig, als er hört, was der Tonino die letzte Nacht erlebt hat. Sag, wie ist es mit dem Vogel zu fliegen? Hat es festgewackelt? Überhaupt nicht. Der Tonino schüttelt den Kopf. Und Wildenten haben wir getroffen. Und als er sieht, wie enttäuscht der Ahmed ist, sagt er, das nächste Mal fliegst du einfach mit. Geht denn das überhaupt? Meinst du, es hat wirklich genug Platz für Beet? Klar. Hast ja gesehen, wie gross und stark der Kondor ist. Ich lasse mein Fenster einfach ganz weit offen, schlägt der Ahmed vor, und strahlt wie ein Maienkäfer. Jede Nacht lasse ich es ganz weit offen. Und wenn er kommt, rufst du mir einfach. Mach ich, verspricht der Tonino. Wo der Kondor ein paar Nächte später wieder zu Besuch kommt, hüpft er wie immer auf den Stuhl und krallt sich dort fest und fragt: Tonino, wo willst du heute fliegen? Ich bin weit herumgekommen und kenne fast die ganze Welt. Wenn ich vielleicht den Himalaya vorschlagen dürfte. Himalaya? Wo ist das? Fragt der Tonino noch ganz verschlafen. Ist das weiter weg? Oh ja, ziemlich weit. Die Berge sind dort so hoch wie sonst nie nicht. Überall hat's Schnee. Und es ist wahnsinnig kalt. Aber schön. Wundersam schön. Ich habe aber nicht gern kalt, maulet der Tonino unleidig. Schade, meint der Kondor und wackelt mit dem Kopf hin und her. Das macht er amix, wenn er fest nachdenken muss. Wir könnten ja zu den Wildenten fliegen, schlägt der Tonino vor. Zu welchen Wildenten, will der Kondor wissen. Die wir das letzte Mal getroffen haben, die nach dem Weg gefragt haben. Die von dem Hula-Hula-See. Was? Zu dem Schnatterivolk? Ist dir das ernst? Aber wenn du meinst... Kann mein Freund, der Ahmed, vielleicht heute auch mitkommen? Fragt der Tonino, als er vorsichtig auf den Rücken vom grossen Vogel klettert. Er würde so gerne auch mal fliegen. Aber ja, kein Problem. Wo wohnt dein Freund? Im gleichen Haus, nur gerade ein Fenster weiter unten. Der Kondor segelt, ohne das kleinste Geräusch zu machen, einen Stock tiefer. Im Ahmed, sein Fenster, ist tatsächlich speerangelweit offen. «Ahmed!» ruft der Tonino ganz leislich. «Ahmed! Aufstehen! Wir sind da!» «Ich habe gar nicht geschlafen!» flüstert der Ahmed und kommt ans Fenster. Als er aber in die Nähe vom grossen Vogel kommt, bleibt er stehen. «Kann ich da wirklich auch noch drauf?» fragt er unsicher. Der Kondor nickt mit seinem roten Kopf. Der weisse Kragen um den Hals hüpft dabei richtig auf und ab. Der Tonino streckt ihm die Hand entgegen. «Komm schon, mach mal, wir fliegen zu den Wildenten.» Wieselflink klettert der Ahmed auf den Rücken vom Kondor. «Heb dich gut an mir», sagt der Tonino noch, wo seine Arme wieder um den Hals vom Vogel gelegt hat. «So wie ich.» Und schon steigt der Kondor in die Höhe, weit in die kalte Nachtluft. Es ist windig die Nacht.
Kein Stern leuchtet am Himmel. Und auch der Mond schaut nur ganz selten hinter den dicken Wolken führen. Gleich schon haben sie das Lichtermeer von der grossen Stadt hinter sich gelassen. Nur hier und da blinken noch ein paar vereinzelte Lichter in der schwarzen Teufel auf. «So schön habe ich mir es nicht vorgestellt», ruft der Achmed gegen den Wind, «auch wenn es gleich ein bisschen gewackelt.» Der Wind bläst mal von unten, dann wieder von der Seite. Die Wolken am Himmel ballen sich zu immer grösseren Gebilden zusammen und fegen in einem Schnutz über sie weg. «Grrr, grrr. Halt, nicht so schnell!» piepst aufs Mal ein dünnes Stimmchen neben ihnen. Der Tonino dreht überrascht den Kopf. «Halt, ich wollte euch etwas fragen. So wartet doch!» Es ist eine kleine Brieftaube, die kaum gegen den Wind ankommt. «Ich habe wichtige Post bei mir, die ich unbedingt zustellen sollte. Hoch oben im Norden. Aber bei diesem Wetter schaffe ich das nie.» «Sollen wir Post für dich mitnehmen?» fragt der Tonino. Nein, das geht leider nicht, wegen dem Postgeheimnis. Aber vielleicht könntet ihr ja mich ein Stückchen weit mitnehmen. «Wieso nicht?» denkt der Kondor. Auf einen Passagier mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr darauf an. Also lässt der Brieftaube höflich ein, auch auf seinem Rücken Platz zu nehmen. Sie hockt hinter der Achmed, vergraben ihr Köpfchen in den Federn und gurrt zufrieden vor sich hin. Aber aufs Mal gibt es einen zünftigen Windstoß. Die Brieftaube schleudert bei einem Haar ab dem Rücken. Der Tonino und der Achmed lassen einen lauten Geiss los. Sie liegen jetzt mehr auf dem Kondor, als dass sie noch sitzen. Der Tonino klammert sich um den Hals vom Vogel, der Achmed um den Bauch vom Tonino und die Brieftaube hockt im Windschatten von diesen beiden. Wenn ich mir einen kleinen Hinweis erlauben dürfte. Der Kondor bringt fast keinen Ton raus, so würgt der Tonino. Es käme mir sehr gelegen, wenn du deine Arme ein bisschen lockern könntest. Sonst muss ich früher oder später noch versticken. Zu allem Elend fängt es jetzt auch noch an zu regnen. Wo sie endlich am Ufer von einem See landet, sind alle mehr als nur müde und flotschnass. Der Kondor hockt auf den nächsten Baumstrunk, versorgt den Kopf in seinem warmen Federkleid und ist 1-2 eingeschlafen. Der Achmed legt sich auf den Boden, rankt noch 2-3 Mal hin und her und schon ist auch er im Land der Träume. «Ja, dann muss ich halt allein weiterfliegen, wenn da alle schlapp machen», meint die Brieftaube. «Ich habe nämlich wichtige Post, die ich zustellen muss und bin sowieso schon zu spät dran, viel zu spät. Ah ja, und merci fürs Mitnehmen.» Der Tonino ist zu müde, um noch etwas zu sagen. Er winkt lahm mit der Hand und schaut ihr an, wie sie aufgeregt gegen den Wind davonflattert. Er bleibt am Ufer vom See sitzen. Um ihn herum liegt gross und tiefschwarz der Wald. Das Krächzen der fremden Vögel ist ihm schier ein bisschen unheimlich. Lang sitzt er da und lässt diesen ungewohnten Tönen zu. Dann gehen auch ihm die Augen zu. Selig schläft er zwischen den Heubeeren ein. Es ist für die 3 Störche ein komisches Schauen, wo sie am Morgen am See einen kurzen Zwischenhalt machen. Auf einem Baumstrunk hockt der grösste Vogel, den sie je gesehen haben, und pfuset selig. Nebenzu, in der Heubeere, liegen 2 Buben und schnarcheln um die Wette. «So etwas, wo kommen euch die her?» meint einer der Störche und stellt neugierig mit seinen langen Beinen auf die 3 zu. «Von da sind sie nicht», meint der Zweite. «Ich habe die da noch nie gesehen. Was der für einen grossen Schnabel hat. Kommt, begönnt gescheiter.» Im 3. Storch ist es nicht ganz gehör. Die 3 Schlafpelze merken nichts von ihrem Besuch. Sie sind viel zu müde von dieser langen Reise, von der Stadt bis in den höheren Norden. Die Störche sind schon längst weitergezogen, wo der Tonino seine Augen aufmacht. Das erste Mal weiss er gar nicht, wo er ist. «Hey, Achmed!» Der Tonino weckt seinen Freund. «Schau mal!» Sie sind am Ufer von einem tiefblauen See. Rundum hat es Bäume mit weiss-schwarz geschäckten Rinden. Der Achmed weiss, dass das Birken sind. Ein Gucker ruft von weitem weg. Ein paar Enten schneddern auf dem Wasser. Sonst ist alles still.
Fast ein bisschen unheimlich, flüsterte Tonino. Da ist weit und breit niemand. Das ist jetzt eben eine richtige Wildnis, meinte Ahmed und stopft sich ein paar Heubeeren ins Maul. Du solltest nicht immer gerade alles ins Maul schuppen, wo du siehst, sagt da der Kondor, wo unterdessen aufgewacht ist. Es gibt auch giftige Beeren. Der Ahmed speuzt alles schnell wieder raus. Der Kondor lacht und sagt, Heubeere, kannst aber essen, so viel als du willst. Das lässt sich der Ahmed nicht zweimal sagen. Und der Tonino macht ihm's grad nach. Was ist? Fragt der grosse Vogel, der noch mit seinem Morgenputz fertig ist. Wenn wir uns nicht auf die Suche von den Wildenten machen, schliesslich sind wir ja wegen dem Schneidervolk da gekommen. Stimmt, sagt der Tonino mit einem blaurot verschmierten Maul. Wir schauen mal im Wald nach. Gut, und ich drehe unterdessen ein paar Runden. Der Tonino und der Ahmed rennen neugierig in den Birkenwald ein. Grosse grüne Büsche mit zackenden Blättern wachsen zu Tausenden. Moos wuchert über alles ein. Der Boden ist so weich, dass immer wieder bis an die Knöchel einsinken. Grosse Erikaflecken leuchten gelb und rotbraun. Überall stehen Pilze in den schönsten Farben. Die Sonne scheint schräg in den Birkenwald und zeichnet lange Schatten auf den Boden. Je tiefer das in den Wald kommen, umso mehr sehen sie zwischen den Bäumen kleine, spitzige Höcker mit einem schwarzen Loch auf der einen Seite. Da gibt's ganz sicher Erdmannli und andere komische Wesen. Im Tonino ist es nicht mehr ganz gehör. Ganz richtig, schnaubt da eine brummelige Stimme hinter ihnen. Ja, im Schreck kehren sich der Tonino und der Ahmed um. Vor ihnen steht ein Tier. So etwas haben die beiden noch nie gesehen. Es ist riesig gross und auf dem Kopf hat es Hörner, die aussehen wie gewaltige, zackete Schaufeln. Ganz richtig, wiederholt das komische Tier. Nun da bei uns heissen es Gnomen und Trollen. Ich kann froh sein, dass ihr euch noch nicht gehört habt. Langsam kommt es auf seine stelzigen Beine näher. Aber was machen ihr eigentlich da? Wir suchen die Wildenten, gibt der Tonino Antwort. So, die Wildenten. Mit Wildenten kann ich mich nicht aus. Da müsst ihr schon den Ole Olafsson fragen. Der Ole Olafsson? Wer ist denn das? Will der Ahmed wissen. Und wo finden wir den? Fragt der Tonino. Den findet ihr nicht. Den findet euch, schnaubt das komische Tier und stelzt fröhlich davon. Komisch, meinte Tonino. Aber in dem Wald ist sowieso alles komisch. Langsam laufen die beiden Buben an den See zurück. So, da sind wir ja, begrüßt sie der Kondor. Darf ich euch vorstellen, der Ole Olafsson. Er kennt sich da bestens aus und hat mir können sagen, wo wir die Wildenten finden. Der Ole Olafsson lächelt und nickt dem Tonino und dem Ahmed freundlich zu. Er sieht haargenau gleich aus wie das Tier, das sie vorher im Wald getroffen haben. Der Ole Olafsson ist der grösste Elch im ganzen hohen Norden, erklärte ihnen der Kondor. Er ist da, so etwas wie der König. Der Tonino und der Ahmed staunen den riesigen Königselch mit offenen Mühlen an. Wir sollten den Glaub nicht länger versäumen, mahnt der Kondor. Den Hullerbecksee könnt ihr überhaupt nicht verfehlen, sagt der Elch mit einer tiefen Stimme. Gute Reise. Und schon verschwindet er zwischen den hohen Birkenstämmen im Wald. Die beiden Buben klettern wieder auf den Rücken vom Kondor. Es ist ein schöner, warmer Sonnentag und die Reise auf dem grossen Vogel ist, im Gegensatz zu der letzten Nacht, ein richtiges Vergnügen.
Sie fliegen über weite Birkenwälder, einsame Bäche und Flüsse und etwa einmal sehen sie kleine Dörfer mit rot angemalten Holzhäusern. «Da vorne muss der Hullabecksee sein», ruft der Kondor nach einem Zeitli. «Ich höre es schon, das Keibergeschnatter von diesen Enten.» Wo sie am Ufer vom Hullabecksee landet, kommen die Enten aus allen Himmelsrichtungen anzufliegen. «Jetzt schaut da! Was für ein überraschender Besuch! Schön, dass Sie gekommen sind!» Die Enten schneddern wild durcheinander. «Wir wollten gerade einen Formationsflug üben. Vielleicht wollt ihr ja ein bisschen zuschauen, ja?» Ein Schwarm von über 100 Wildenten sammelt sich über dem See. Dann geht's los. Zuerst fliegen sie in einer Zweierkolonne, dann verwandeln sie sich in einen Kreis, dann in ein spitziges Dreieck. So düsen sie im Zickzack bis ans Ende vom See, kehren dort in einer grossen Kurve, kommen pfeifengerade wieder zurück, lösen sich in lauter Linien auf und landen wieder am Ufer. Der Tonino und der Achmed können sich vor Begeisterung kaum mehr erholen und klatschen wie wild in die Hände. Auch im Kondor hat es riesig gefallen. Das heisst eben üben und nochmal üben, dass es dann auch wirklich klappt, wenn wir dann wieder in den Süden fliegen. «Woher kennen ihr eigentlich den Weg in den Süden?» will der Tonino wissen. Der Kondor schaut dann mit einem komischen Blick an und die Ente schneddert ganz aufgeregt. «Oh, habe ich etwas Blödes gefragt?» Der Tonino wird rot wie ein Radiesli. «Vögel kennen den Weg einfach», erklärt der Kondor und ist plötzlich ganz ernst. «Wir haben das eben im Blut.» «Vielleicht hätte dein Freund der Kondor die Güte, uns auch etwas von ihm zu zeigen.» Ein Enterich redet mindestens so geschwollen wie der Kondor. Der Kondor lässt sich nicht zweimal bitten. Er ist ja ein Akrobat der Lüfte. Und wenn er schon mal so ein fachkundiges Publikum hat. Mit ein paar Flügelschlägen ist er schon hoch oben am Himmel. Und die Enten strecken die Köpfe in die Luft, dass ja nichts verpassen. Der Kondor dreht ein paar Runden, bleibt dann in der Luft stehen und schiesst aufs Mal im Sturzflug aufs Wasser zu. «Jesus, was macht er da?» Der Achmed verschrickt. «Er bricht sich ja noch den Hals», ruft der Tonino. Und die Enten hören vor Schreck aufschneddern. Im letzten Moment fängt sich der Kondor auf, schraubt sich wieder in die Höhe, macht ein Looping und noch einen, düset knapp über dem Wasser hin und her und wackelt fröhlich mit dem Schwanz. So etwas hat die Entenschar noch nie gesehen und schneddert aufgeregt durcheinander. Der Tonino ist richtig stolz auf seinen Freund. Den Rest vom Tag stopfen sich der Tonino und der Achmed den Bauch mit Heubeere voll, plägern am Ufer vom Hullabecksee und schauen den Enten zu. Wo es dann aber anfängt die Weihnachten und die Schatten immer länger werden, wird der Kondor langsam zappelig. Wir müssen langsam aufbrechen, mahnten die beiden Buben, die einfach nicht genug bekommen. Wir haben noch einen weiten Heimweg. Ist das ein Abschied nehmen? Hoffentlich sehen wir uns wieder, ja, hoffentlich. Wenn ihr bei unserer Stadt vorbeifliegt, meldet euch. Endlich kommen sie dann doch noch los und der Tonino und der Achmed fliegen auf dem Rücken vom Kondor vom hohen Norden zurück in die grosse Stadt. Und die Enten reden noch ganz lang von ihrem Besuch. Von diesen beiden Buben, dem Tonino und dem Achmed, und vom Kondor seinem grossartigen Kunstflug. Seit sie aus dem höheren Norden zurück sind, hat der Tonino einen Haufen neue Bilder gemalt. Sie hängen alle in seinem Zimmer an der Wand. Sie zeigen den Kondor im Sturzflug über dem Hullabecksee, der Kondor, der auf einem Felsvorsprung hockt, der Kondor, wie er übers Wasser düset, und der Kondor, der mitten unter der Wildgänsformation fliegt. Wie schön du malen kannst. Der Kondor ist ganz begeistert. Deine Bilder gefallen mir. Eins besser wie das andere.
Und im Tonino, seine Eltern wundern sich, wo hat auch der Bub nur all die Ideen her? Und der Vater speziell, aber wieso malt er immer den grässlich grossen Vogel? Dass der grosse Vogel der Freund vom Tonino ist, wissen sie eben immer noch nicht. Als ein Jahr schon fast wieder vorbei ist und im Tonino sein Geburtstag immer näher kommt, haben der Vater und die Mutter immer noch keine Ahnung, was sie ihrem Bub schenken könnten. Aber der Tonino weiss ganz genau, was er sich wünscht. Es ist etwas ganz Besonderes, sagt er zum Kondor, wo der wieder einmal in der Nacht zu Besuch ist. Es hat mit Vögeln zu tun. Der Kondor thront wie immer auf dem Stuhl neben dem Tonino. Aber ich weiss nicht, ob mir meine Eltern überhaupt so etwas schenken würden. Sie interessieren sich nämlich nicht für Vögel. Der Kondor nickt mit seinem runzeligen roten Kopf. Und von dir wünsche ich mir auch etwas. Von mir? Der Kondor ist ganz überrascht. Ja, ich wünsche mir, dass wir immer Freunde bleiben. Kein Problem, sagt der grosse Vogel und hüpft auf den Fenstersims. Das wünsche ich mir nämlich auch. Am nächsten Tag beim Zmorgen fängt dann auch der Vater vom Geburtstagsgeschenk an reden. Wie wär's mit einem neuen Feuerwehrauto, wollt ihr wissen? Oder mit einem neuen Farbkasten, fragt die Mutter. Du malst doch so gern. Nein, danke, sagt der Tonino leislich. Ich wünsche mir etwas ganz anderes. So? Meint der Vater ganz verstaunt. Was denn? So ein Händchen. Der Tonino bringt es fast nicht raus. So ein Händchen, wie der Professor Hösli einen hat. Aber Tonino, was willst denn du mit so einem Händchen? Die Mutter versteht die Welt nicht mehr. Habe ich etwas verpasst, will der Vater wissen. Was für ein Händchen? Der Tonino rennt in sein Zimmer und nimmt das Foto ab der Wand, das er vor einem Jahr aus einem Heftchen ausgeschnitten hat. So eine. Er zeigt dem Vater das Bild. Der Vater liest. Professor Hösli mit einem Wanderfalken in den Schweizer Alpen. Er sieht einen Mann, der einen langen Händchen hat, und auf dem geschützten Arm hockt ein Vogel. Der Vater schaut das Foto ganz lang an. Ich glaube, sagt er dann nach einer Weile, für so etwas bist du noch zu klein. Bin ich nicht, protestiert der Tonino. Ich bin jetzt dann 6 und überhaupt, ich brauche den Händchen. Für was? Der Vater wundert sich. So hat ja der Tonino noch gar nie umgegeben. Was willst du denn mit dem machen? Ich brauche ihn eben. Komm über. Vielleicht, sagt der Vater. Wollen wir mal schauen, meint die Mutter. Wo der Tonino ins Zimmer zurückgeht, sagt die Mutter leislich. Er meint, der Professor Hösli und der Vogel auf dem Bild sind miteinander befreundet. Sie lachen beide. Ja, er ist halt auch erst 6. Wo der Tonino am Geburtstag seine Geschenke auspackt, war er doch ein bisschen überrascht. Den Händchen hat er zwar nicht bekommen, aber auch kein Feuerwehrauto und keinen neuen Farbkasten. Nein, etwas viel Tolles. In dem grossen, sperrigen Päckchen steckt ein richtig silbriges Trottinett. Oi, mit dem kann er überall in die Trottoir fegen. So eins hat der Ahmed auch bekommen, ruft der Tonino ganz begeistert. Sein Freund der Ahmed hat nämlich vor 4 Tagen Geburtstag gehabt und ist seither mit seinem Trottinett der Schreck vom ganzen Quartier. Ich möchte es gerade mal ausprobieren. Darf ich? Der Vater zieht mit dem Schraubenzieher zur Sicherheit noch ein paar Schrauben an. Du musst mir aber versprechen, dass du aufpasst. Keine Leute anrempeln und nicht auf der Straße fahren, verstanden? Logo. Und komm nicht spät heim, du weisst doch, wir müssen noch... Aber das gehört der Tonino schon nicht mehr. Er ist die Stege durchabgerannt und mit seinem neuen Trottinett um den nächsten Ecke verschwunden.
hockt auf einem Dachgiebel und blinzelt müde die helle Mittagssonne. Aber was macht denn der auf dem komischen Gestell da? Wieso hat der so brisant? Ist mir einig gescheiter, wenn ich das Bürstchen im Auge behalte. Der Kondor schwingt sich in die Luft und fliegt dem Tonino hinten an. Er ist jetzt etwa die in der Nähe, döst auf einem der Dächer oder hockt in den Ästen von einem Baum und schaut den Buben beim Spielen zu. Der Tonino brettert in einem Karacho übers Trottoir. Er fegt den Berg darauf und saust dann wieder runter. Erst, wo der erste Fußgänger in einer Panik auf die Seite gumpelt und einem gehörig hinten nachschimpft, fährt er langsamer. Ich muss den Vater fragen, ob er mir ein Lüti montiert, denkt der Tonino. Und fährt nur noch mit halbem Gas über die nächste Kreuzung. Ich brauche unbedingt ein Lüti. Und weil er so am Studieren ist, hört er das Auto nicht, das auf ihn zuzufahren kommt. Schon quietscht die Autobremse, schon schreien die Leute aufgeregt durcheinander. Aber im letzten Moment saust der Kondor im Sturzflug auf die Kreuzung zu, packt den Tonino am Kragen und fliegt mit dem Samttrottinett, wo der Tonino krampfhaft in der Hand behaltet, in den blauen Himmel. Dort oben hängt er. Die Leute zeigen mit den Händen auf den Tonino und den grossen Vogel. Dort oben hängt er. Der Vogel hat ihn gerettet. Auch der Autofahrer ist ausgestiegen und schaut ungläubig an den Himmel an. Dort hängt tatsächlich der kleine Bub, den er bei einem Haar angefahren hätte, mitsamt dem Trottinett im Schnabel von einem riesigen Vogel. Wird sich noch zeigen, ob er wirklich gerettet ist, meint er dann. Also ich habe noch nie so einen Vogel gesehen. Das ist ein Geier, sagt ein älterer Herr, der auch stehen geblieben ist. Die können ganze Kühe abschleppen, so stark sind die. Das ist nie und nimmer ein Geier, meint ein anderer Fußgänger. Bei uns gibt's doch gar keinen Geier. Der Tonino ist ganz durcheinander. Was ist passiert? Fragt er ganz leislich. Er schaut runter auf die Strassenkreuzung. Dort sieht er zwei alte Männer, die mit ihren Spazierstöcken in der Luft herumfuchteln und miteinander streiten. Er sieht einen Mann neben dem Auto stehen, der zu ihm aufschaut, und er sieht schwette Leute, alle mit dem Kopf gegen den Himmel. Der Kondor fliegt ein Stückchen höher. Er traut diesen Menschen dort unten nicht über den Weg. Ich muss ihn von da fortbringen, denkt er. Und steigt mit dem Rückgrat nochmal ein recht bisschen in die Höhe. Und ein Mann einen komischen Apparat mit einem grossen Rohr auf ihn richtet und er ein ständiges Klicken hört, packt der Kondor den Tonino noch fester am Kragen und flitzt mit ihm davon. Erst bei der Tschutti-Wiese setzt er ihn ab. «Du hast mir das Leben gerettet, Kondor», sagt der Tonino und hat das Brüllen zuvorderst. «Danke, danke, danke, das ist das schönste Geburtstagsgeschenk.» Er legt seine Arme um den Hals vom Vogel und drückt ihn ganz fest an sich an. Der Kopf vom Tonino verschwindet im gesprenkelten Federnkleid. So bleiben sie, ohne etwas zu sagen, noch ganz lang stehen. Eins ist sicher: Den Tag nach seinem 6. Geburtstag vergisst der Tonino das Leben lang nicht. An dem Tag ist nämlich alles ausgekommen. Dabei hat es so schön angefangen. Wo der Tonino verwacht, scheint die Sonne ins Zimmer und voraus in den Bäumen zwitschern die Vögel um die Wette. Der Tonino geht ans Fenster und winkt seinem Freund, dem Kondor, der auf der anderen Seite der Straße auf einem Hausgiebel hockt. «Guten Morgen!» ruft der Tonino und geht dann in die Küche zum Zmorgen. Mutter und der Vater sitzen schon am Tisch, wie wenn sie auf ihn warten würden. Beide machen ernste Gesichter. Neben der Kaffeetasse vom Vater liegt eine aufgeschlagene Zeitung. Der Tonino spürt sofort, da ist etwas im Wusch. «Sitz ab!» sagt der Vater streng. Der Tonino hockt auf die vorderste Kante vom Stuhl. «Bürstli, was ist da los gsi? Und wieso müssen wir so etwas aus der Zeitung erfahren, hä?» Der Vater schiebt ihm die Zeitung über den Tisch. Der Tonino kann fast nicht glauben, was er dort auf einem Foto sieht. «Das bin ja ich!» rutscht ihm raus. Dann wird er rot wie ein Radiesli.
Genau, das bist du. Im Schnabel von einem riesigen Vogel. Und ich kann dir auch gerade noch vorlesen, was da über dich steht. Kondor verhindert Verkehrsunfall. Nur dem schnellen Reaktionsvermögen eines Kondors war es zu verdanken, dass ein kleiner Junge mit seinem Roller gestern Nachmittag nicht von einem Auto angefahren wurde. Der Vogel packte den Jungen in allerletzter Sekunde mit seinem gewaltigen Schnabel am Kragen und zog ihn hinauf in die Luft. Unserem Starreporter gelang es und so weiter und so weiter. Und wieso hast du uns nichts davon erzählt? Ich, staggelte Tonino. Und dann weiss er nicht mehr, was er soll sagen und stiert nur noch ein Loch im Boden. Hast du etwas mit dem Vogel zu tun? Keine Antwort. Kennst du den öppe? Ja, sagte Tonino mit einem ganz dünnen Piepsi-Stimmli. Ja, er ist mein Freund. Ach, so, jetzt ist es dus. Das erste Mal verschlägt zum Vater die Sprache. Dann aber haut er plötzlich mit der Faust auf den Tisch, dass alle Kaffeetassen gewackelt. Sterne, Pfeife! So, dein Freund. Ich habe ja nichts dagegen, dass du dich für Vögel interessierst. Ich habe auch nichts dagegen, dass du dein Zimmer mit lauter Vogelbildern tapezierst. Aber weisst du denn nicht, was der Kondor für ein Vogel ist? Und ohne eine Antwort abzuwarten, schimpft er weiter. Das ist ein Aasfresser. Weisst du, was das heisst, Tonino? Ein Aasfresser, der frisst tote Tiere. Hast du kapiert? Der Tonino fängt an zu brüllen. Nein, das ist nicht wahr, das macht er nicht. Der Kondor ist ein ganz lieber Vogel. So, fertig. Du siehst den Vogel nie mehr, hast du verstanden? Aber er hat doch im Toninos Leben gerettet. Endlich getraut sich die Mutter auch etwas zu sagen. Er hätte ihn ja gerade so gut fallen lassen. Der Vogel ist kein Umgang für den Tonino und basta. Der Tonino geht in sein Zimmer. Er kann sich das gar nicht vorstellen. Er soll seinen Freund nie mehr sehen. Der Tonino rührt sich aufs Bett und brüllt hemmungslos ins Küssi. Der Vater soll nicht hören, dass er brüllt. Tä. Aber in der Nacht hüpft der Kondor ins Zimmer vom Tonino, wie wenn nichts gewesen wäre. Das heisst, nein, das stimmt nicht ganz. Er krallt sich zwar wie immer an der Stuhllehne fest, aber der Kondor lässt seinen grunzelnden Kopf hängen. Was ist? Bist du krank? Wollte Tonino wissen. Ich habe das Gefühl, ich muss etwas Letztes gegessen haben. Mir ist richtig schlecht. Der Grossvogel zittert am ganzen Körper. Komm zu mir ins Bett, da ist es schön warm. Nein. Ich bleibe gescheiter da sitzen, wehrt der Kondor ab und fängt immer mehr an zu schlottern. Wieso? Im Bett ist es wirklich wärmer. Da hüpft der Vogel tatsächlich zum Tonino ins Bett und plumpst ganz schwach auf die Seite. Der Tonino deckt ihn zu, aber überall kommen die Federn führen und Krallen schauen unten übers Bett aus. Wie bringe ich das nur meinem Vater bei? Aber der Tonino weiss keine richtige Antwort. Er muss es ja gar nicht wissen und überhaupt. Im Tonino fallen die Augen zu. Wo die Mutter am anderen Morgen den Tonino Seite an Seite mit dem Kondor in einem Bett findet, kann sie es gar nicht glauben. «Komm schnell!» ruft sie dem Vater. «So etwas hast du noch nie gesehen!» Der Vater steht fassungslos vor dem Bett. «Tonino, jetzt bist du aber eindeutig zu weit gegangen. Habe ich dir nicht gesagt, du dürfst den Vogel nie mehr sehen?» «Ich habe nichts dafür», verteidigt sich der Tonino. «Er ist krank und weiss doch nicht, wohin er soll. Er hat doch niemand sonst. Nur mich.» Der Kondor macht langsam seine Augen auf. Entschuldigung, sagt er mit einer ganz schwachen Stimme. Entschuldigung, wenn ich ungelegen komme.
Er hat sich, den Magen verdorben, erklärte Tonino. Könnt ihr ihm nicht helfen? Der Vater und die Mutter schauen sich ziemlich ratlos an. Einen kranken Vogel haben sie bis jetzt noch nie in der Wohnung gehabt. Im Vater wär's zwar lieber, der Kerl würde auf der Stelle verschwinden, aber er sagt nichts. Ich kenne mich zwar mit Vögeln nicht aus, meint die Mutter, aber Kamillentee hat noch niemandem geschadet. Und schon läuft sie in die Küche und macht eine grosse Tasse Kamillentee. Der Kondor hustet und speuzt, wo die Mutter den Tee einlöffeln will, aber es nützt alles nichts. Du musst den Tee trinken, da gibt's keine Biere, sonst nützt es nichts. Nach ein paar weiteren Tassen Kamillentee und einem langen Schlaf im Bett vom Tonino geht es im Kondor gleich mal besser und er kann wieder aufstehen. Ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Er redet wieder einmal geschwollen. Ohne Ihre Hilfe wäre meine Lage äußerst misslich gewesen. Der Tonino weiss zwar nicht genau, was misslich heisst, aber er ist froh, dass die Mutter laut rauslacht, weil der Kondor so komisch redet. Der Vogel steht am Fenster und schaut ganz sehnsüchtig raus. Die Mutter nimmt den Tonino auf die Seite. Der Kondor hat Heimweh, erklärt sie ihm Tonino. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Wenn du wirklich ein Freund bist, dann lass ihn jetzt gehen. Der Tonino kämpft mit den Tränen. Er hat die Vögel schon lange entdeckt, wo sich auf den Telefondraht sammeln und dann mit einem lauten Geschnäder über die Stadt fliegen. Sie fliegen alle fort, sagt der Tonino am nächsten Morgen zum Kondor. Du willst auch gehen, gell? Der Kondor schaut den Tonino, ohne etwas zu sagen, ganz lang an. Ja, meint er dann. Ich will auch heimfliegen. Das verstehst du doch, oder? Im Tonino wird's schwer ums Herz. Er will nicht brüllen, aber die Tränen laufen ihm wie ein Sturzbach über die Backen durchab. Oh, mach mir's doch nicht so schwer, Tonino, bettelt der Kondor. Ich komme wieder, das weisst du doch. Wir sind doch Freunde, oder? Wo sich der Kondor auf die Reise macht, stehen alle am Fenster und winken ihm nach. Der Tonino, die Mutter, der Vater und auch der Achmed, der Freund vom Tonino. Wir haben hier ein kleines Trostpflästerli, sagt der Vater. Es ist von der Mutter und von mir. Der Tonino schaut verstaunt auf das kleine Päckchen. Der Geburtstag ist doch schon ein Zeitchen vorbei. Gewundrig macht es auf. Und was ist drin? Ein schwarzer Lederhändchen mit einem langen Ärmel dran. Du hast ja gleich nichts anderes als Vögel im Kopf, meint der Vater und lacht. Mit dem Händchen siehst du schon fast aus wie ein richtiger Antilog, sagt der Achmed. Ornitholog, korrigiert ihn der Tonino. Dann aber rennt er ans Fenster. Und tatsächlich. Der Kondor ist nochmal zurückgekommen und dreht gerade eine Runde über dem Haus. Hast du gesehen? Der Tonino streckt den Arm mit dem schwarzen Lederhändchen zum Fenster aus. Der Kondor wackelt mit dem Füdli hin und her, macht einen zünftigen Looping und verschwindet dann langsam im weiten blauen Himmel. Hoffentlich sehen sich die beiden gleich wieder. Hey. Hast du Bock auf mehr solche Geschichten?
Dann komm vorbei auf srfkids.ch oder abonniere den SRF Kids Hörspiel-Podcast. Da haben wir ganz viele spannende, traurige, lustige Geschichten zum immer wieder hören. Tschüss und bis bald von mir, Anna Zöllig.